Wenn die Welt so schnell wird. Hörbucheinstieg. Es gibt Menschen, für die ist die Welt nicht plötzlich anders geworden, sondern leise. Nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt. Es sind Menschen, die ihr Leben lang ihren Weg gegangen sind, die gearbeitet haben, die Verantwortung getragen haben, die gelernt haben, wie Dinge funktionieren. Und eines Tages merken sie, dass die Welt sich nicht mehr erklärt. Einzahlen geht nicht mehr einfach so. Ein Knopf reicht nicht mehr. Ein Mensch ist nicht mehr da. Stattdessen sind es Geräte, Codes, Bildschirme, Wörter, die man nie gelernt hat. Und niemand sagt, dass es in Ordnung ist, nicht mehr mitzukommen. Diese Menschen sind nicht zu langsam, die Welt ist nur zu schnell geworden. Und während alle nach vorne rennen, stehen sie da. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil niemand wartet. Früher war vieles einfacher. Nicht besser, aber überschaubar. Man wusste, wohin man gehen muss. Man wusste, wen man fragen kann. Und wenn etwas nicht geklappt hat, gab es einen Menschen, der es erklärt hat. Ein Schalter, ein Formular, ein Schalter hinter dem Tresen und ein Gesicht dazu. Heute ist vieles schneller, effizienter, moderner. Aber nicht für alle verständlich. Was früher ein Weg war, ist heute ein Bildschirm. Was früher erklärt wurde, ist heute vorausgesetzt. Man soll es wissen, man soll es können, man soll sich anpassen. Und wer das nicht tut, bleibt zurück. Nicht sichtbar, aber spürbar. Es ist kein Mangel an Willen, es ist kein Mangel an Intelligenz. Es ist ein Mangel an Zeit, die man sich füreinander nimmt. Und während die Welt immer neue Abkürzungen erfindet, verlieren manche den Anschluss, ohne dass jemand es bemerkt. Wenn die Welt zu schnell wird, Abschnitt 3, der neue Alltag und die stille Überforderung. Der Alltag hat sich verändert, nicht laut, nicht sichtbar, aber spürbar. Einzahlen geht nicht mehr einfach so. Man braucht ein Gerät, ein Passwort, eine Bestätigung. Bezahlen bedeutet heute oft, ein Display zu verstehen, bevor man verstanden wird. Ein falscher Klick, eine falsche Bewegung und plötzlich ist alles weg. Nicht das Geld, sondern die Sicherheit. Viele trauen sich nicht zu fragen, aus Angst lästig zu sein, aus Angst sich zu blamieren. Also nicken sie, lächeln und gehen nach Hause mit einem Gefühl, das schwerer wiegt als jedes Problem. Überforderung ist leise, sie schreit nicht, sie zieht sich zurück. Sie zeigt sich darin, dass Dinge aufgeschoben werden, dass Wege vermieden werden, dass Hilfe erst dann gesucht wird, wenn es kaum noch geht. Und niemand sieht, wie viel Kraft es kostet, sich in einer Welt zurechtzufinden, die sich nicht mehr erklärt. Diese Menschen sind nicht unfähig, sie sind alleingelassen. Wenn die Welt zu schnell wird. Abschnitt 4, das Gefühl dahinter. Scham, Angst, Rückzug. Was bleibt, ist oft nicht das Problem selbst. Es ist das Gefühl danach, Scham. Nicht, weil man etwas falsch gemacht hat, sondern weil man glaubt, es hätte leichter sein müssen. Angst, etwas zu übersehen. Angst, etwas kaputt zu machen. Angst zu fragen und wieder nicht zu verstehen. Viele ziehen sich zurück, nicht aus Trotz, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Selbstschutz.
Man möchte niemandem zur Last fallen, man möchte nicht erklären müssen, warum etwas nicht geht. Man möchte nicht hören, dass es doch ganz einfach sei. Also schweigen Sie, und mit dem Schweigen wird die Welt noch ein Stück größer und der eigene Platz darin noch ein Stück kleiner. Diese Menschen verlieren nicht den Mut, sie verlieren die Gewissheit, dass sie dazugehören. Und das tut leiser weh als ein lauter Bruch, aber tiefer. Wenn die Welt zu schnell wird, Abschnitt 5 Linear und Beobachtung. Man sieht es nicht immer sofort, es zeigt sich in kleinen Momenten. In einem Zögern vor dem Schalter, in einem Blick auf ein Gerät, der länger dauert als früher. In Fragen, die nicht gestellt werden und in Sätzen, die abbrechen, bevor sie ganz ausgesprochen sind. Manchmal ist jemand dabei, ein Sohn, eine Tochter, ein Mensch aus der Nähe. Und selbst dann ist da Zurückhaltung. Man will nicht ständig bitten, man will nicht abhängig wirken, man will zeigen, dass man es noch kann. Also probieren Sie es allein, immer wieder, auch wenn es Kraft kostet. Und wenn etwas nicht klappt, wird gelächelt, nicht aus Freude, sondern um es leichter aussehen zu lassen. Diese Momente sind still, aber sie erzählen viel. Sie erzählen von Würde, von Stolz, von dem Wunsch, nicht vergessen zu werden in einer Welt, die immer weiter zieht. Und wer genau hinschaut, merkt, hier braucht es keine Lösungen, hier braucht es Geduld, Zeit und jemanden, der bleibt. Wenn die Welt zu schnell wird. Abschnitt 6. Die unsichtbare Lücke, warum viele Jüngere es nicht sehen. Viele Jüngere sehen es nicht, nicht weil es ihnen egal ist, sondern weil sie in einer anderen Welt aufgewachsen sind. Für sie ist ein Bildschirm kein Hindernis. Er ist ein Werkzeug. Ein Passwort ist keine Hürde, sondern Routine. Was erklärt werden müsste, ist für sie selbstverständlich. Und weil es selbstverständlich ist, fällt nicht auf, dass andere erst suchen müssen, wo sie längst klicken. Diese Lücke ist leise, sie entsteht nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Abstand, aus Geschwindigkeit, aus Gewohnheit, aus einem Alltag, der keine Pausen mehr kennt. Manche glauben, alles lasse sich lernen, wenn man nur will. Aber sie sehen nicht, wie viel Mut es braucht, sich immer wieder neu zurechtzufinden in einer Welt, die sich ständig verändert. Diese Lücke ist kein Fehler, sie ist eine Einladung. Eine Einladung, langsamer zu sprechen, besser zu erklären und zu warten, bis alle mitkommen. Denn Verständnis beginnt dort, wo man aufhört zu erwarten, dass alle gleich schnell sind. Wenn die Welt zu schnell wird, Abschnitt Siebe Würde und Dank, was diese Generation getragen hat. Diese Generation hat viel getragen, oft leise, oft selbstverständlich. Sie hat gearbeitet, als Arbeit noch körperlich war. Sie hat aufgebaut, als Sicherheit keine Garantie war. Sie hat verzichtet, damit andere es leichter haben, hat Verantwortung übernommen, ohne Applaus zu erwarten. Vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, steht auf den Schultern dieser Menschen. Sie haben gelernt, sich anzupassen, immer wieder an neue Zeiten, neue Regeln, neue Erwartungen. Und jetzt, wo sie langsamer werden, scheint die Welt keine Geduld mehr zu haben. Dabei verdienen sie genau das: Geduld, Respekt, Zeit. Nicht aus Mitleid, sondern aus Anerkennung. Denn Würde misst sich nicht daran, wie schnell jemand mitkommt, sondern daran, wie man miteinander umgeht, wenn das Tempo unterschiedlich wird. Und vielleicht ist es an der Zeit, einfach einmal Danke zu sagen. Nicht laut, nicht öffentlich, sondern ehrlich. Wenn die Welt zu schnell wird,
Abschnitt 8 Hoffnung, bitte. Ein Wunsch an die Welt. Vielleicht geht es nicht darum, alles zurückzudrehen. Vielleicht geht es auch nicht darum, die Zeit anzuhalten. Vielleicht reicht es schon, manchmal langsamer zu werden. Einen Schritt weniger, einen Satz mehr Erklärung, einen Moment Geduld. Vielleicht reicht es, wieder öfter zu fragen, ob jemand mitkommt und zu warten, wenn die Antwort nicht sofort kommt. Technik darf helfen, sie darf erleichtern, aber sie sollte nicht ausschließen, denn Fortschritt verliert seinen Wert, wenn er Menschen zurücklässt. Diese Bitte ist keine Anklage, sie ist leise. Sie richtet sich an alle, die gestalten, die entscheiden, die vorangehen. Lasst Raum, lasst Zeit, lasst Menschlichkeit. Denn eine Welt, die Platz für alle lässt, ist nicht langsamer. Sie ist reicher. Wenn die Welt zu schnell wird. Abschnitt neu ruhiger Ausklang. Zusammenfassen, loslassen. Vielleicht ist es am Ende gar keine große Veränderung, die es braucht. Vielleicht ist es nur ein Innehalten. Ein Moment, in dem man bemerkt, dass nicht alle im gleichen Tempo unterwegs sind und dass das in Ordnung ist. Diese Menschen müssen nicht aufgeholt werden, sie müssen nicht angepasst werden, sie müssen nicht beschleunigt werden, sie brauchen nur das Gefühl, dass sie noch dazugehören, dass sie gesehen werden, dass ihre Art zu leben noch Platz hat in dieser Zeit. Wenn die Welt zu schnell wird, darf man langsamer gehen, nicht um stehen zu bleiben, sondern um mitgenommen zu werden. Und vielleicht liegt genau darin etwas, das uns allen gut tut. Ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Zuhören, ein bisschen mehr Mensch. Und dann darf man diesen Gedanken loslassen, in Ruhe. Die Welt war laut und du warst müde. So vieles ging zu schnell vorbei. Du hast versucht, Schritt zu halten und dabei auf dich selbst verloren. Du musst nichts erklären, du musst nichts verstehen. Es ist genug, dass du hier bist. All die Wege, all die Jahre, sie waren nicht umsonst. Wenn alles fremd wird und Worte fehlen, dann bleib ich still bei dir. Ich geh ein Stück in deinem Tempo. Wir lassen die Zeit kurz stehen. Bleib noch einen Moment, du bist nicht allein. Die Welt darf warten, jetzt bist du gemeint. Bleib noch einen Moment, ich seh dich genau. Du bist genug, so wie du bist. Genau jetzt, genau so. Und wenn es still wird, ist
ist das kein Ende, nur ein Ort zum Ausruhen. Du hast viel getragen, jetzt darfst du loslassen. Wir passen auf dich auf.